Haut as een deichteren an een traurschen Dag für Europa. Stabilitéit an Sicherheet an Europa as gevor. Die lächt 2 Mäint hunn ganz viele europäesch Länder an noch NATO alliiert sech beméit Russland zu Deeskalat och zu encouragéieren an op de Wee vun der Diplomatie no Lesungen ze sichern. Die militärische Aggression vun der Lächter Nucht géint d'Ukraine huet gewiesen, dass Russland de Wee vun de Waffen gewählt huet. Ich verurteilen des militärisch Aggression stark, so wie auch die Entscheidung mensch vom Präsident für der Präsident von der Russischen Föderation verurteilt, den Akkord de Minsk auch unilateral abgekündigt wird, an dem Russland die separatistischen Entitäten an der Ukraine auch unerkannt hat. Die EU hat ganz sehr reagiert, an dem sie gestern auch einen ersten Pack von Sanktionen ugeholt hat, den auch 3 Aspekte visiert. Erstens gezielt individuell restriktiv Maßnahmen gegen russische Individuen und Entitäten, die an dieser militärischen Aggression auch impliziert sind, Visaverboten, Vermögen aufreieren. Zweitens restriktiv Maßnahmen am Finanzsektor für den Zugang für Russland auch auf EU-Kapitaler Finanzmärkte weiter auch zu beschränken. Konkret werden verboten sind Finanzinstrumente, die für Russland, seiner Regierung oder seiner Zentralbank herausgehen, auch können zu kaufen. Und dann den Import an die EU von Waren, die aus den separatistischen Gebieten von Donetsk und Lugansk auch kommen, an die auch nicht von der ukrainischen Regierung kontrolliert sind, werden auch verboten gehen. Das ist nicht den ersten Package an die EU als Brett für zusätzliche Sanktionen auch zu holen. Heute Abend sind ich auch zu Brüssel für als gemeinsam Antwort als europäische Partnerin auch zu koordinieren und für den Präsident Putin auch abzurufen, mit dieser militärischen Aggression direkt abzuhalten. Es wird wichtig sein, zu definieren, wie wir mit Russland auch umgehen werden und auch Russland an der Verantwortung zu holen für seine Handlungen. Wir werden noch darüber beraten, wie wir die Ukraine und noch die Bürger können unterstützen. Es sind auch heute besonders besorgt, dass es so oft Zivilbevölkerung ist, die einen viel zu hohen Preis zu bezahlen hat bei militärischer Eskalation. Das ist erste Priorität, einen direkten Waffenstillstand auch Terrain zu erreichen, an allen nötigen Mesuren zu holen, für die Zivilbevölkerung zu schützen, an der Population auch zu helfen. Ich habe die Regierung der Morgen auch für einen außergewöhnlichen Regierungsrat zusammengerufen. Wir haben in dem Kontext auch über die Situation einen Échange gehabt, und wir haben auch über die Situation von der Energieversorgung von den Lützburger Bürger und noch von den Betrieben geschwärzt. Wir befinden uns an einer außergewöhnlichen Situation, die viel Unsicherheit mit sich bringt. Wir sind uns als Regierung auch eins, dass wir das Land an Leid auch für uns allem für eine geopolitische Energiedeirecht schützen müssen. Dafür haben wir dezidiert, den nächsten Montag einen Energiedisch mit den Lützburger Energiefournisseuren auch anzuberufen, für mit ihnen zusammen an effikaz für solche Lösungen auch können zu finden. Gleichzeitig schafft die Regierung auch konkrete Mesuren für die Ménagen sehr auch unter dem zu greifen, die am meisten mit der aktuellen Preisdeirecht auch zu kämpfen haben. Ich werde mitten 14 Uhr Chamber über den letzten Stand von den Entwicklungen informieren, das zusammen mit dem Außenminister Jean Asselborn und mit dem Verteidigungsminister François Bausch. 15:30 Uhr habe ich ein Telefonsgespräch mit dem ukrainischen Präsident, die vorgesehen ist, den Abend als ein außergewöhnlicher Konseil zu Brüssel. Am Morgen 10 Uhr wird die Regierung nicht zusammenkommen. Wir sind uns bewusst, da dir ganz viel Frohen hat, ob dem wir auch nach am Moment keine definitive Antwort haben. Die Regierung schafft im Moment auf allen Niveauen mit unseren europäischen und internationalen Partnern zusammen für die bestmöglichen Lösungen zu finden, für Menschen an der Ukraine, für Menschen an Europa, auch für Menschen heute zu Lützburg zu finden. So nicht merci.